Wenn du willst in 10 Peso verbessern in Nordamerika, dort mein Mexiko steht in Kanada, so fährt man ans Leben, dann habe ich ein Wort, was wir gleichen, in willst du wie zufrieden sein mit was wir gleichen, dann check wir nicht, was betret. Sei vielmals, dann habe ich ein Wort und wir glauben, wir sind okay damit, was wir was betret haben und dann denken wir so, warum wir nicht allein tüchen, nicht? Die von ihnen, wo die kleine Kinder sind, die wollen nur wie Mama und Papa sein und die wollen ihn einmal befreien. Und dann was wir ab und dann haben wir noch und dann befreien wir uns und denken wir trainen und sagen, wo können wir dort unbefreit sein oder dort jetzt scheinbefreit sein? Sam von den Jungen lachen. Die sagen aber, du willst nicht mehr wollen, wie Mama und Dad bleiben. Wenn wir nicht Kinder haben, dann glauben wir sind okay und Kinder, aber wir Kinder haben, dann denken wir so, wo hat wir so lange können, das Leben, dass jetzt scheinen mit Kinder, jetzt scheinen mit Kinder abwachsen. Und wir haben uns dort als Menschen, dass wir setteln einmal für was du wenig wird, als was wir ich was betet haben, und denken wir so, das hat ich lange soll ändern. Ich habe mal eine Geschichte erzählt von diesem einen Mann, ein alter Mann, wo du in Riefer einmal Steine lesen deit, und der die Steine verteilen, und einen Tag geht er in sein Closet checken, und hat du in Kosten, wo du ungestoven essen, und diesen Kosten hat er verjährt, wo du bist, also die kriegst du, den du fair willst, sie siegt du nicht alle Sorten. Und er fängt das in Kosten und ist dann sehr großer Steinbein und den hat er 20 Jahre dreimal gefangen, in dem bloß Wachgelach wie die wissen nicht, was sie nicht wie, und ich hätte den wie ein Stuhl verteilen und ich kriegte du sehr viel Geld für. Und der hat den für 20 Jahre in sein Closet geholt und ihr Stoff, eine Dose, alle Sorten du Fähige sagten, du von verjährten. Und dann hat immer, was die haben und was die so lange haben, nicht gewusst, dass die hat. In das Buch von Hebräer, der hat Eva, die Jefans Gedeihen, die vergleicht Gedeihen, und dann bringt er immer weiter diese Gedeihen her, dass du erst was viel besser, was wir haben, und wir haben das einmal nicht gesehen. Viel Weg dann besagen wir uns, dass es dort wie mit, wo Gott reden wird, ihr Schemann, wo Gott nicht reden wird. Und das von der ersten Tags vertellte von Engel. Wer von Ihnen hat mal ein Engel gesehen? Ja, wir sollen noch mal ein Engel-Testimony haben hier, soll ich mal die Geschichten vertellen. Wann ist das letzte Mal, wo ich eine Botschaft hier an Engel? Oh man, ich predige, dann fällt mal was zu lernen, nicht? Das Beste, was wir von Engeln haben, die meisten von uns sind, diese kleine, fette Kinder, die irgendwo in den Wolken sind, mit Umkleider, die einen Bow und einen Arrow haben, was wir haben an der Wand abgehangen für Valentine's Day, nicht? Das ist so viel, als wir weiten von Engeln. No, ich weiß, wir weiten ein bisschen mehr, aber die Bibel ist voll, da sind sehr viele gute Geschichten von Engeln geschrieben. Und zu der Zeit, als das Neue Testament geschrieben wird, dann wir ein Engel hatten einen sehr wichtigen Staub gefangen bei den Menschen, weil besonders die Juden, die hatten viele Engel erfahren, die hatten viele Engel gesehen. Und wir können Geschichten im Alten Testament lesen, von wo Engel gute Dinge deuten für das Volk Israel. Und wir fingen so eine Geschichte, wo der Engel nach Abraham kam, in Eiten mit Abraham taub, wo der Engel nur Lot ging und warnen am, und wo Engel, wir haben voll von Geschichten, wo Engel wurden Biliam seinen Bruder abholen, und wo Engel wurden, wenn Gott wurde das Volk Israel Ägypten leiden, dann wurde ein Engel verabschieden, dass der Engel können gehen und bewahren. Wir haben so eine Geschichte, wo, wenn Gott will ein Land ütruden für das Volk Israel, ein feindliches Land, dann wurde ein Engel checken. Wir haben so eine Geschichte, wo ein Engel jetzt 135.000 Enemy Soldaten dotmerken in Jerusalem. Und Eva, wo eine ganze Herde Menschen, mit einmal eine Armee von Menschen blind wird, wenn ein Engel hat die blind gemerkt. Ganz viele Geschichten. Wenn die glauben, dass Daniel eine Loch wie in der Leben deuten in der Spruch, wenn Daniel den stoned, dass wir nicht durchwehen, das sagt der Engel, der Helden in den Mühltau, dass die nicht stonen können. In Geschichte, sei wie das Engel sind nicht bloß diese kleine Vater Babys, die sind für Valentine's Day designt. Dort sind actually kraftvolle
Kreaturen von Gott, was Gott merken deit, zum ganze Länder utruden. Das sind starke, aber gute Kreaturen, was Gott merken deit, zum besonders den Volk einmal nur abhossen. In Menschen hatten bei dieser Zeit Engel auf eine sehr hohe Staub abgestellt in ihr Leben, eine sehr hohe Schelfen abgesagt, wo die sehr wichtig holen. So viel so, dass Menschen einmal wurden Engel anbeten, und die wurden auf Engel bühen, und die wurden sagen, nu haben wir Engel, wir brauchen nicht mehr ein Leben, because diese Engel wollen uns bewahren. Aber die hatten vergessen, von wer hinter der Engel wir, die hatten vergessen, von wer der Engel gemerkt hat, die hatten vergessen, von dass jemand hat diese Engel noch gemerkt, und dem hat unbedingt gerade im Beten sein als der Engel. Und so das, wo uns von der ersten Tags mit anfängt, die Menschen zu der Zeit, die hatten, I guess, vergessen, wer dort Punkt von Leben wir, und die haben angefangen, auf alle Seiten verschiedene Dinge zu bühen, und das ganze Buch fing wir dort. Aber in diesem Case, die haben auf Engel gebüht. Und das sagt so steht, und ich will ein paar Punkte dort haben von der Morris, hoffentlich Tom dort wieder in Denk holen, aber der sagt dort, Engel sind Hecher. Oder Jesus ist Hecher aus der Engel. Viele sind auch Morris, dann los ich das im Vers ganz klar, aber Hebräer Kapitel 1, Vers 4, der sagt so steht. Der sagt, so ist heu, because von Jesus Jutz vertelt in den Versen, sagt er, so ist heu, meint Jesus, viel Hecher, sag mal mit viel Hecher. Viel Hecher geworden oder zu Stunden gekommen aus der Engel. So die schrieben mit den Hebräer das sein, dass sie Christen das sein, because das ist eine ganze Herd von niegeborenen Christen, was Jesus in Hort haben angenommen, aber der hat eine ganze Herd von Dingen, was in Krieg so wichtig sind als Jesus. In Jesus hat ihn gewaschen, Jesus hat ihn reingemerkt, und der hat Jesus nu auf dem Schelf gestellt, man all der Engel man, und gesagt, das sind all unsere guten Engel, und dann hier ist noch Jesus. Auf dasselbe Schelf hat er den abgesagt. Und er fängt bloß an, er merkt auf, und sagt er, heu, da meint Jesus, es viel Hecher zu Stunden gekommen als Engel, so viel Hecher sie nehmen, den er geerben hat, Hecher als aus Erde. Und das ist interessant, weil ich habe mir einmal zu Ihnen gesagt, wenn den Jesus so groß ist oder so clean ist, soll vielleicht sein, dass die den mit irgendwas Großes comparing oder vergleichen, dass Jesus so groß luten, dann ist den Jesus nicht sehr groß. Okay? Aber wenn uns Jesus mit einmal so dort ist, dass wir den nicht sehr viel Wert achten oder nicht auf dem hohen Schelf absaten, dann mit uns einmal Jesus mit irgendwas verglichen, um uns zu wiesen, wo groß Jesus ist. Und uns dort fertig wiesen, was von dir das Geschenk wir uns heute haben. Und das kriegt, was das Schreiber tut. Der sieht sich nicht bloß ein, was der verteilt von den Engeln, die kraftvollste Dinge, was Menschen jemals im Leben gesehen haben. Der sagt, der und eine sieht haben, dann sagt er, sieh das ab, was die gebüht haben. Der Engel, und gleich das Buch von Hebräer, willst du das keinmal verachten, wenn der irgendwas Gutes gehört hat. Viel weg sagen wir, der verachtet das Alte Testament, der sieht bloß dort, wie ihr schon mal von der aus Beta. Von der sagt er, Gott hat der Engel da sein. Der Engel will ein Gott und Gott hat die Hand gesagt. Aber der sagt, Jesus ist viel Hecher zur Stunde gekommen. Und der vergleicht Jesus mit das Beste, was Menschen sich an der Zeit ausdenken können. Und dann sagt er, guck mal, wie viel besser Jesus ist. Und einmal mit wie Jesus mal mit was Großes verglichen, und dann ans Frauen, kommt Jesus dich bei auf dem Level von wo er irgendwer oder irgendwas, wie kann Jesus auf das selbe Schelfen abstellen, wo wir die guten Dinge tun, was wir haben. Und ich habe mir das gesagt, dass allmählich, dass wir irgendwas oder irgendwen kann auf den Level nachbringen, wo Jesus ist, dass wir kann Jesus eine Übung entwickeln sein, das ist nicht so wichtig als Jesus. Das kriegt nun Wort wieder anstellen, das kriegt nun Wort wieder ins Leben haben. Und du wirst sagen, dass Jesus ist viel Hecher geworden. Ja, und das wäre, dann würde ich merken, dort das kleine bisschen mal in die Bibel stricken. Und dann dort mal utfingen, wie viel Mal, wenn wir durch Hebräer gehen, die wollen das krieg sein. Wo der Jesus mit was Feines verglichen hat, dann sagt er, weil je nach was Besseres, nicht zufrieden wollen, wo je sind, aber recht, wenn es gut ist, was je haben, aber das ist nicht genug, das ist nicht fein genug, because es was Besseres. Und wir sind so fertig zufrieden geworden mit was wir haben. Wir sind so fertig zufrieden geworden mit das eine Ding, was du Gott schaffst, aber wir vergessen von das ganz wichtigste Ding im Leben. Und das, was das schrieb, Eva das. So Jesus ist viel Hecher zu Stunden gekommen als der Engel. Und wenn die nicht convincen hat, dann habt ihr eine ganze Reihe von Dingen, was der sagen hat, was der sagen hat, um das klar merkt. Mit erste sagt er bloß,
zu Beginn mit, der erste Ding ist das. Jesus ist der Sohn Gottes und der Engel, das sind deiner. Du fängst an und sagst, wenn die das nicht wollen glauben, dann check bloß mal, dass Jesus wir sehen in Gott seine Familie und der Engel, das wir deiner. Okay? Jesus wir sehen, der Engel wir deiner. Wenn ihr das lesen, dann in den nächsten Vers, Vers 5, das heißt, der gewone Engel, und jetzt eine Frau, die geschrieben hat, der gewone Engel hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn. Ich bin von dir dein Vater geworden. Oder ich war sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Gott fragt, wo sieht, ich dort ever zu meinen Engel, dass die sind meine Sohns und ich bin sein Vater. Because du kannst die Bibel durchlesen, du wirst nicht antworten, dass Gott ever zu einem Engel sieht, dass die sind Familie. Because wenn du in Vers 14 lesen, dann sagt er, dass die sind alles deiner. Engel sind der rein Ola. Sag mal, Ola. Und im 14. Vers sagt er, Engel sind der rein alles deiner, die du zu geschickt sind, Gott seine Kinder zu bedeuten und zu bewahren. Das ist, was Engel sind. Nu, die sind sehr gut, aber die sind nicht sehens, das sind nicht Dachter. Und die sagt, Jesus ist. Das ist wichtig, dass wir das zu holen können, weil wenn Jesus der Sohn Gottes ist, und ich verdrehe nicht gut, wenn ich mit 30 bin, aber ich darf von Ihnen das nicht verdrehen. Weißt du, warum unsere Jehova-Zeugen, unsere Freunde Jehova-Zeugen in einem großen Trouble sind? Ich wollte das sehr klar merken. Die Ursache, warum unsere Jehova-Zeugen-Freunde in einem Trouble sind, ist, weil sie glauben, Jesus ist ein Engel. Und dort meint, der Dein in deiner, wenn du bloß gemerkt zum Dein, aber wenn du nicht mit der Ewigkeit kann tun. Der sehnhafte Authority, das war wie Lut ein Tag sein, der sehnhafte Authority, zum die an Gott seine Familie nennen bringen, aber nicht der Engel, weil die Engel sind bloß gemerkt, um Gott seine Familie dein. Und du wirst in einem großen Trouble, plus Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch. Und dort meint, du kannst bloß da, wer du 100% Gott ist und 100% Mensch ist, ans mit Gott Treffer sein. Und wenn die Jehova Zeugen wollen, Frau, und die wollen sagen, Jesus ist ein Engel. Gott mögt Jesus, und er mögt nicht auf die Welt. Das wird er explain. Und die sind in einem schrecklichen Trouble, because die glauben an Engel, und die Engel wollen ihn erlösen, und die wollen sich anschmieren, because kein Engel kann die erlösen, because sie sind deiner, zu Gott seine Dinge, aber die sind nicht die Sehen Gottes oder die Tochter Gottes selbst. Die sind nicht. Und so, das sagt, dass Gott hat keinmal einen Engel oder einen Engel in seiner Tochter genannt. Und dann sagt er in Vers 6 ist das, Gott sagt, dass wenn er seinen Erstgeborenen Ware in die Welt bringen wird, dann sollen all seine Engel am anbeten. Okay? Und in anderen Übersetzungen sagt er nicht Ware, die sagt, wenn die den Wort in die Welt bringen, das meint, dass Jesus in diese Welt kommt, dann wollen all Gott seine Engel am anbeten. Habe ich mal Lukas Kapitel 2 gelesen, wo als Jesus aus dem Baby in diese Welt kommt, wo die Engelherden kommen und die singen und die beten Jesus an. Weißt du warum? Weil hier wir geraten aus den Engel. Hier wir beten aus den Engel. Hier wir du Authority hat, wer du von Gott seine Familie, wer du Gott selbst wir, und die beten den an. Und so die sagt, Gott seine Engel wollen den Segen Gottes anbeten. Aber dann geht er wieder und dann sagt er nicht bloß, das hat nicht bloß mit der Familie zu tun, dann sagt er, noch ein Ding, was du wichtig ist zu verstehen, ist, dass Jesus der regiert von Gott seinen Thron. Kannst du mal, was die sagt in Vers 7, die sagt, von der Engel sagt er, okay, von der Engel sagt Gott, in dem Alten Testament quoting, dann sagt er, von der Engel sagt er merkt seine Engel so als Wind und seine Deiner aus Feuerflammen, aber von den Seen sagt er, dein Thron, o Gott, bleibt für immer oder bleibt immer ewig. Ich will einen ganz kurzen Theologie-Kurs geben. Hör ich mal, was hier steht. Wenn du glaubst, dass Jesus ist so wichtig als Engel, oder wenn du glaubst, Jesus ist ein Engel, dann hör ich mal, was der sagt. Der redet von den Seen und sagt, dein Thron, o Gott. Der redet von den Seen und sagt, der Seen ist Gott. Versteht ihr? Der sagt, Jesus sein Thron, also Gott sein Thron, weil Jesus ist Gott. Dann sagt er, dein Thron, und ich will han dort Potzel morgen, der sagt, der bleibt für immer und für ewig. Ich will ganz kurz hier ein Ding zu sein, weil das ist das Ding, was wir einmal schwer können verstehen, besonders wenn Dinge so ausfallen, als was die einmal tun.
Jesus, der regiert nicht bloß von Importes in der Presidencia. Jesus, der regiert nicht bloß in Durango oder in Mexico City. Jesus, der regiert nicht bloß irgendwo, wo die Welt konfer sein. Jesus, der regiert von Gott sein Thron. Because Jesus sein Thron ist Gott sein Thron und von dort regiert er. In dit te houden te kriegen, ist, ich glaube, nach einmal ein von den wichtigsten Dingen, was wir jemals auf dieser Erde wollen lernen. Dass Jesus ist König und Jesus regiert und das wird immer so bleiben. Und wenn du nicht weißt, was du als Menschen sein, was an Jesus fing, wenn du nicht weißt, was du als Menschen sein, was du das schleichen, wenn du nicht weißt, was du als Menschen sein, was Dinge sind anders ausgefallen, als was die sind, das ist ein feines Ding zum Design, because ich glaube, wir sind auf diese Welt abgestellt, dass Gott seine Kinder zum den Menschen sein. Jesus regiert für immer und für ewig. Und wir sind okay. Denken wir an das. Wenn Dinge da auskommen an der Welt, because die down und Menschen, die regieren da und Dinge schaffen da und Umstände, die schaffen da und wir leben in einer Welt, wo mit zwei gebrochenen Menschen und zwei gebrochenen Circumstances, wenn Dinge da schaffen da und wir fliehen Rahmen, wir weiten uns nicht ruht und wir paniken und wir weiten nicht wohin, was nu, was soll ich tun. Gott ist auf dem Thron und er hat noch keinmal so bejahend, dass das ist, was über die Hänge geklebt. Jesus ist noch keinmal wird hier durchgeglaubt. Was wir von der weiten, das wisst ihr wissen. Wo du und ich von der und ihr Lieden, das betont die 2000 Jahre Triumph. Der weiß nicht bloß, was du von der passiert, der betont das am Kreuz. Und so er regiert, er weiß. Und es ist wichtig, dass die uns lernen, diese Worte zu verstehen. Dass nur dem, dass Jesus, so ist der Feiertag sein, der für den Sinn betont hat, und irgendwie nun Himmel nicht, der sagt sich, wie Gott erreicht hat, und in die ersten 3 Versen in Hebräer 1. Der sagt, der regiert, und nicht glaubt euch sein Feld dadurch. Und wir können vertrauen. Wenn Dinge nicht so auskommen, was die in Aktet würden wollen, ist okay, because den glaubt, dass du euch durch, und der wird krank, wird ja und wir sind okay. So Jesus regiert nicht bloß von irgendwo, der regiert Gott seinen Thron. Aber dann sagt der Wort, was ich gleich, und der sagt, Jesus regiert nicht bloß mit Gott seinen Thron oder von Gott seinen Thron, der sagt, Jesus regiert gerecht. Und ich weiß nicht, wie das Wort verstehen kann, gerecht, aber das Wort ist ein wichtiges Wort, der sagt, Vers 8 steht, du, der redet von Jesus, der wird auf Gott seinen Thron sagt, der sagt, du herrschst, das meint der ruling, du herrschst über den Recht und Gerechtigkeit. Das meint Justice. Das ist einmal unjust, das ist einmal ungerecht, was da passiert. Aber Jesus, der gerecht regieren, Vers 9 sagt dort, du gibst alles Raum, um gerecht zu sein, um just zu sein. In der Ungerechtigkeit, das meint Unjustice, was sagt er von dort? Er sagt, kannst du nicht verdrehen, du kannst du nicht leiden. Jesus regiert von Gott seinen Thron, der regiert gerecht. In Ungerechtigkeit, Unjustice kann er bloß nicht verdrehen. In unseren Ehren, ja, aber nicht in Gott seine Ehren. Der regiert gerecht. Und da kommt der Tag, wo wir wollen sein, das woran. Wir können es nicht verstehen, wir wissen nicht ganz genau, was die Welt verhält, aber einmal festgestellt, was die würden tun, wenn die auf den Thron saßen und wir den Schwengel hatten. Dort wird sehr schmattern, nicht? Der wird wir nicht leiden können. Das ist alles zu sein. Die Menschen, die regieren dann in den Staaten, in Kanada, in Mexiko. Für wem soll die von der voting? Well, von den Fenstern, von den Dummsten, nicht? Because sie sind alle unjust. Aber nicht Jesus, der sagt, der regiert gerecht. Der kann Ungerechtigkeit schlecht verdrehen. Der kann ihn nicht leiden. Und wenn Jesus was tut von auf seinem Thron, dann kannst du 100% Frieden haben. Die Dinge sind gut. Und ich wünsche dir, wo steht dort, ganz klar in dein Herz sein.
Wenn Jesus regiert und die merken Entscheidungen, Jesus macht gute Entscheidungen und die wollen gut auskommen. Und dann sage ich dir ein Ding, was wir fehlt mal sagen, ich will das wiederholen, weil wir lesen einmal eher so, wenn, okay, das weiß ich sehr gut. Das sage ich, Jesus hat alles gemerkt. Ich will nicht sagen, das nachher mal lesen, weil in der Fähigkeit sind, dann verteilt wieder von. Aber das sage ich im Verstehen, nachher muss ich dir sagen, hey, der redet von Jesus. Er sagt auch, am Anfang hast du, der redet von Gott, und er sagt, am Anfang hast du Jesus, oder du Herr, sagt er, den Grund von der Welt gelegt, in den Himmel sind ein Werk von deiner Hand. Nu, ich und du haben vielleicht alle Seiten gemerkt oder aufgestellt und wir haben alle Seiten gewendet vielleicht, aber stell dir mal vor, dass die, von wem wir reden, und die, wer in deinem Hort wohnt, und die, wem du dienst, und die, wem wir vertrauen, und die, wer auf den Thron sitzen wird, und die, wer gerecht rechnen wird, der hat so viel Kraft, dass der hat den Grund von der Welt gelegt, und das ist das bildliche Red von du, wo du steht, und du, wo du hängst, oder was immer, der hält dich durch. Dann sagt er auch, das ist Plural, das heißt Himmels, oder der Himmel, wenn ihr wollen eine Übersetzung lesen, wo ihr einmal, der redet nicht bloß von einem Himmel, der redet von den Himmels. Das meint den Himmel, wo wir sein können, der Stier ins Himmel nach, den Himmel, wo Gott wohnt, der sagt, der hat der gemerkt mit seiner Hand. Nu, ich weiß, das merkt euch sein, wenn wir bloß einmal hier so sind, wo wir sind, und wir fahren Heimelbad, weiß nicht wo, wir wissen nicht, wo groß die Welt ist. Lass mich, die von den Kindern, die jetzt die Show bieten, sind, die wollen nicht mehr von das lernen, aber ich wollte ganz kurz was wissen. Wer von Ihnen weiß, was das ist? Ich weiß gar nicht, was heißt das? Es ist das Sistema Solar, nicht? Das ist das Solar System. Alles, was dran drehen, das nennen wir ein Sistema Solar, das nennen wir ein Solar System. Nu, ich weiß, wir sind schon mal gewesen, wir sind bloß einmal auf dieser Welt gewesen, hier, wo wir wohnen. In dieser Welt ist groß, aber wir schon einmal durch Texas fahren, nicht? Dann sagen wir, die Welt ist noch mit Rata. Aber ich will hier ein paar Dinge mit Ihnen wissen, weil das sind die Sonne, was wir alle Tag sehen, wenn wir in Mexiko wohnen. Und dann haben wir die Welt, die daran dreht, und andere Planeten, die daran drehen, und dann haben wir den Solar System. Nu, zum dritten Perspektive kriegen, bloß wo groß das ist mit schwer, aber ich will Ihnen ganz kurz ein paar Nummern geben. Das hier ist die Sonne, wo wir wohnen. Die Welt, wo wir wohnen, haben wir die Sonne hier. Und wenn wir ever wollen nur die Sonne traveln, Kilometer schmecken, gleich in seinem Unterschied, wenn wir kann ich mal so wie teilen. Aber Menschen brauchen hier oben einen anderen Mutstock, und das in, nicht wird mir vergessen, wir reden nicht von Light Years, weil sie brauchen die Büte an Solar System. Astronomical, Ja, dort brauchen wir, eso los utilizamos ya fuera del sistema solar. They call them astronomical units, right? Dort brauchen wir ein Solar System. Das ist ein Mutstock, der viel länger ist als ein Kilometer, aber den brauchen wir, um ein Solar System messen. Das nennen wir ein Astronomical Unit. Von der Sonne bis die Welt, das ist ein Astronomical Unit, okay? So steht, das ist bloß einer, so wie es ein Astronomical Unit, das ist ein großer Kilometer, bloß zu sein. Wenn wir würden von unserer Sonne mit einem Jet von unserer Welt mit einem Jet nach der Sonne fliegen, und wenn du 900 Kilometer die Stunde fliegst, das ist ein Jet, ich weiß nicht, vielleicht bei 1000, dann würde es 17 Jahre dauern, bei der Sonne fliegen. Sei mal 5 Stunden oder 11 Stunden ein Jet gewesen. Wer von Ihnen ist 17 Jahre? Von wo du geboren wirst, von der, wo du den ganzen eingeflogen hast, 900 Kilometer Stunde, wo du noch mal jetzt bei der Sonne sein. Das ist ein Astronomical Unit, das ist so ein großer Kilometer, den du brauchst. Aber es sind eine ganze Reihe von Planeten, die um unsere Sonne drehen und nicht bloß die Welt hat. Dieser hier ist der weiteste Off-Planet, der ist 30 Astronomical Units von unserer Sonne weg. So, wenn wir mit einem Jet fliegen, 900 Kilometer die Stunde, dort würde 570 Jahre in der Hand fliegen. Okay? Nicht, ob merkt euch sein, weil wir weiten nicht mal von was wir verteilen. Und jetzt bloß ein kleines Solar System, wo wir wohnen,
wo der Sonne ein von diesen Planeten ist, wo wir wohnen. Und wir glauben, die Welt ist schändlich, sei groß. Und das ist okay. Aber das ist ein Solarsystem, ein System solar. Ein Solarsystem, das Sport von in Galaxie, das heißt die Milky Way Galaxy. Und wenn du ein Solarsystem, nicht unsere Welt, aber ein Solarsystem proben in unsere Milky Way Galaxy fing, du wirst den never in dein ganzes Leben fing, because it's too groß. Und ich will euch lang von das vertellen, ich will ein ganz kartes Bild geben. Wenn du wirst in 10 Peso verbessern in Nordamerika, dort meint Mexiko, States in Kanada, dort ist einfach wo groß ein Solarsystem in der Milky Way Galaxy ist. Wenn ihr diesen Peso würden verbessern in Mexiko, States in Kanada, wann wirst du den fing? Sei mal, welche Stadt hier ist, oder der Mexiko hier ist, und die würden diesen Cent siegen. Dort ist einfach wo groß ein Solarsystem in der Milky Way Galaxy ist. Aber in der Milky Way Galaxy, dort ist bloß ein kleiner Part von dem Universum, was aber so weit sein kann. Das gibt Tausende Millionen so eine Galaxies, du bieten nach. Und dort merken Unterschied, wenn wir den Vers noch einmal lesen, wo das ist sein, ich würde den Vers bloß noch einmal mit Ihnen lesen, das sage ich, heu, seht euch, am Anfang hast du, das meint Jesus, den Grund für diese Welt gelegt. In den Himmels in jene Übersetzung sind ein Wort von deiner Hand. Jesus hat dir gemerkt. Der wird auf dem Thron sein, hat er gemerkt. Der wird auf dem Thron sein, hat er geschaffen. Der wird du bekannt in den Horten haben, der hat das gemerkt. Der wird du auf dem Thron sein, reich regieren, der hat die Kraft, um das merken. Wenn ihr in Psalm lesen, in Psalm 147, du sagst dort, heu teilt, ich würde sagen, der sagt, heu teilt die Stirns. Aber wenn du hunderte, tausende, Billionen Stirns sind, heu teilt die, und dann sagt er, du hier uns das, und er nennt die alle beim Namen. Der nennt jeder ein von den Stirns beim Namen. Und dann hat Jesus aber gesagt, dass von alles, was Gott ever merken wird, bist du das ganz Wichtigste, was du jemals hast gemerkt. Und du glaubst, dass Gott kennt dich nicht. Du glaubst, dass Gott kennt deine Weide nicht. Du glaubst, dass die Dinge, die wichtig sind, sind Gott welche hingerannt und die können du nicht holen. Du glaubst, dass alles ist nicht gut, weil die Welt ist zum eng und du weißt nicht, wo die mit der schweren Hand ist. Aber du hast für jeden von den Stirns Kontrollen und die Namen, die du Hand hatten. Wie viel mehr glaubst du auf den Rahmen am dein Leben, am dein Marriage, am deine Familie, am deine Weide? Er kennt deine Weide, er kennt, was du angeht. Und dann sagt er ein letztes Ding, und dort ist, dass er wird nicht ändern. Und das sei wieder dort Hebräerbrief, dass er sagt, dass alles wird ändern, aber Jesus ändert nicht. Dinge, die ändern, aber Jesus steht nicht. Und so er sagt, so steht in Vers 11 und 12, der sagt, die waren, because der führt von der Universität, der führt von der Welt geredet, in den Himmels, was Jesus merkt, der sagt, die waren vergehen, aber du, der war von Jesus, wirst bleiben. Die waren vergehen, aber die wirst bleiben. Die waren alle so aus dem Kleid alt worden. Du wirst die abrollen aus dem Mantel, in die Amtreiken aus dem Kleid, aber, das sind sehr wichtige Worte in der Bibel, ich bin nicht mal eingemalt, aber. Das wird alle ändern, das wird alle alt werden. Die Universum vergrößert auch wie, was Gott merkt, das wird ein Tag alt werden. Aber, sagt er, du, Jesus, du wirst nicht ändern, der sagt, du bleibst so, als du bist, in dein Leben nimmt kein Eng. Du wirst mal einen Tag, wo Jesus sterben wird, aber das ist eine Vergangenheit, das ist geworden.
Keiner Naam aan dat leven, hij heeft het zelfs aan om die en mij wijzen, wo veel weet wie van wir. Aber Jesus wird kein Moment sterben. Der steht ab, der lebt für einmal und für ewig. Und das ist anders, als was wir dort haben, ist es nicht? Wie ändern mit Umständen, wie ändern mit Circumstances. Ein Tag schaffen Dinge so steht, dann uns wie ein Lachen, alles geht schein, because nu ist unser Bankaccount fan und alles dreht fan und Relationships schaffen fan und wir sind gesund. Dann nächsten Tag, dann schafft alles da und dann ändern wir, wie Menschen ändern. Aber Jesus ändert nicht mit Circumstances, because er regiert, er weiß, er kann und er wird niemals ändern. Und dort meint so viel, als das wird immer höher sein als der Engel oder ein Wort ändert in dein Leben, for that matter. Und dort meint er, wird keinmal ändern, an dem dort er nicht wird regieren, dort er nicht wird reich regieren. Dort wird keinmal ändern, dort er nicht wird Dinge holen, because Jesus ist der Einzige, wo er kann und der wird nicht ändern. Nu, ich weiß nicht, was dort zu dir geht, dort sind ein paar Versen, wo du Leben sprechen und Hoffnung geben. Aber ich weiß sehr, verdammt gut, dass du hast deine Schwierigkeiten, du hast deine Dinge, wo du kämpfst. Aber ich wundere eins einmal, wenn wir wissen, wer Jesus wirklich wie und auf wovon Schelf Jesus hat hier in uns Leben, in uns Hort. Ich wundere, wo sei wie Jesus würden gleichen. Weil wir haben Dinge, die wir gleichen, dann haben wir Dinge, die wir da gleichen, dann haben wir nach irgendwo Jesus, nicht? Ich wundere eins, was wird passieren, wenn wir Jesus actually so sagen, das was er ist. Wenn wir den sagen, dass der hat den Universe merken, wir sagen, der dort auf dem Thron, wir sagen, der regiert, der ändert niemals. Ich weiß nicht du, aber ich will auf dieser Welt nicht leben ohne Engel, because Engel sind da gesagt, man stein. Aber ich will 1000-mal weniger auf dieser Welt leben ohne Jesus. Because Engel oder irgendwas anderes geht, wird die einen Tag nicht übrigen, dort wird die einen Tag nicht genug sein, wenn die Jesus wird sein. Ein Tag, wenn du und ich Jesus wollen zum ersten Mal sein, dann wird Paulus sagt, Luther, wenn wir in Hebräer checken, in some von den anderen Büchern sagt, das Garbage, was wir haben, wenn wir dort mit Jesus vergleichen. Aber das wird wir sein, wenn wir Jesus erst mal sein. Sag mal, ich auf einem Konzert gewesen, du sind jene Spieler, jene Sänger, die dann abkommen auf dem Stage. In dem Stadium, der schräg so sei, dass die meisten nicht hören können, der Schallmesser Holz über, und die kommt die Person dann ab, was Jesus sei gleichen. Sag mal, ist für was? Ja? Woran? Die haben immer, den sie leider gehorchen, die gleichen die leider, aber nie seid ihr, und die sind das erste Mal, diese Person live, und die sind das, auf dem Stage ab, und die schrien sich alle. Ich wundere eins mal, dass dort nicht, was es dort sein, bloß 1000-mal, oh ja, wir haben von Jesus gehört, wir haben von Jesus gelesen, und das ist dem, dass Jesus geworden wird, okay, das ist bloß noch eine Chorsch auf uns Kiek, right? Aber wenn wir den wollen sein, wenn der wird zurückkommen, das ist kein Wunder, dass er sagt, dass alle Knien wollen sich biegen, because den sind eine Herrlichkeit. Wenn der Engel, diese große Schöpfung Gottes, sich knien dann fördert, bete Jesus und beten ihn an. Stell dir vor, was die wollen tun, wenn Jesus in seine Herrlichkeit kommt. Stell dir vor, was du wirst tun, wenn du Jesus das erste Mal sitzt. Und ich würde eigentlich einen Abstand von dem Morris. Und ich würde ihn dort für eine halbe Minute verstehen. Was wirst du tun, wenn du Jesus wirst sein, oder wenn du dem wirst zum ersten Mal sein? Ich weiß, du sind so eine von uns, wir haben Jesus in uns Leben angelassen und wir haben Jesus auf den Schelfen abgestellt, wo wir einmal mal auslesen, welch Jesus oder welch der, oder ist das besser, ist das besser. Und ich glaube, von dem ist ein Moment, wo du wirst Gott eine Gelegenheit geben, dass er durch den Heiligen Geist, die wird offenbaren sein. Jesus ist actually besser. Hier sind some von ihnen manche, die haben Jesus noch keinmal die Gelegenheit gegeben, um überhaupt in ihren Hort anzukommen, wenn sie zweifeln nach ist Jesus wirklich besser. Und wenn hier irgendwer von der Smarts ist, und sie würden sagen, ich will Jesus von der in mein Hort annehmen, ich will mein Leben von der bloß nicht Jesus geben und am Vertrauen mit alles, was ich kann, alles, was ich sehe. Während jene Uhren zu haben,
wo die Hand abheben. Ist da irgendwer, wer von der sagt, ich will mein Leben in Jesus geben? Hebt die Hand ab. Dankeschön, Dankeschön. Nachher, hebt die Hand einmal ab und darauf. Sagen, ich entscheide mich von der Jesus zu vertrauen mit meinem Leben. Ich weiß, du bist besser. Ich weiß, du bist das Beste. Aber ich habe mir das hier nicht gewehrt. Und von der merke ich die Entscheidung. Herr Jesus, ich danke dir von dir für mit uns taub sein. Und ich danke dir für nicht bloß mit uns taub sein, ich danke dir für dich bei uns Hort wohnen. Ich danke dir, Jesus, dass du hast dort abversalze Jefe von Himmel gekommen und hier nach uns gekommen und hier nach uns Leben zu leben, mit uns taub zu sein. Dass die in Hüsen, die in Gemütlichkeit nicht verschuld wirst, aber die kommst und die Leute mit Frieden wennst, du wirst, dass du wirst was verkriegen und was du wirst verkriegen sind uns, das ist wie. Ich danke dir für das Down, die Deutsche nicht, wen du musst, die Deutsche, wen du gleich uns. Und ich danke dir für jeder eine von dir, wo du hast eine Entscheidung gemerkt und gesagt, hey Jesus, ich entscheide mich, mit dir das ewige Part von meinem Leben zu sein. Ich danke dir für ihn. Du wirst dir eine Kraft geben zum Gehen und mit irgendwem davon verteilen und zu wissen und zu nehmen. Und ich danke dir für alle von uns, die lange drin haben, und auch die ein Part von uns Leben sein, aber du bist bis ein Part geworden von uns Leben. Du bist nicht das Center von uns Leben. Ich bete von der Smarts, wird Moment sein, wo wir die wollen lernen, vertrauen mit alles, was wir haben. Dass wir die wollen lernen, vertrauen, dass du bist besser. Du bist besser als die besten Dinge, was wir jemals erfahren haben. Du bist besser als die besten Dinge, was wir jemals gesehen haben. Du bist besser als die besten Dinge, was wir dachten, können ich besser werden. Und von der Smarts, lud wir die an hier, wenn wir anbeten, wir vertrauen die, wir danken die. Und wir können nicht wachen, wo wir die wollen, eine Übung checken. Und wir wollen eine Herrlichkeit sein, was wir nicht anfähigstellen. Und dort wird Ewigkeit sein, dort wird für immer sein. Und wir danken dir, Jesus, für das. Wir werden anbeten. Uns hat eine große Freude, dass du von der gewählt hast, mit uns zu horchen. Unsere Welt lebt von der Undienstnis und Angst und Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwem weißt, wem diese Botschaft Mut merken, dann wird wir gleich noch diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von diesen Jähen bist, wo Lebenszeug ist, oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seier anladen, kann man es besiegen, also deren sind up für alle Menschen. Wie kommen hier alle Sonntagsmorgens Tagklag nehmen, dort zum Kaffee trinken, zum Spazieren in Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute, lebende Leute nach einer Botschaft, wo du praktisch ist, wo du dein Leben sehen und die Mut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Part zu sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg taub kommen. Hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir taub zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die wollen gleich ein Part zu sein von so einer Gruppe, dann finden uns nicht mehr, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, lebenscheuk.com. Uns hier erscheint, dass wir ein Part sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn du gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube noch kommt, dann würde ich gleich noch die subscribe, auf den Klinger drücken, so dort wirst du dort anwählen.